Übrigens, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat sich die Fledermaus bei einer Blutsaugerei mit dem neuesten Modell vom Coronavirus Serie 19 infiziert. Ja, die Schlange wiederum hat es geschafft, die Fledermaus zu fressen. Und weil ja jetzt dieser Virus so polyvalent ist, hat der Munde in der Schlange weitergelebt. Die Schlange wiederum ist dann von einem Schuppetier gefressen worden, was sich dort dann auch infiziert hat. Und dann später ist das dann auf dem Markt von Wuhan angeboten worden. Ja, nicht als Haustier, sondern zum Verzehr. Warum es wiederum ein Chines gegessen hat und furchtbar krank geworden ist. Ja, soweit kann man das ja auch noch nachvollziehen. Aber welcher Vollidiot hat dann jetzt den Chines gefressen? Ein Pilzer war das nicht. Nee, wir essen nur Leberknödel und Saumagen. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Essen bloß kein Chines. Was beiseite. Bleiben gesund. Wir sehen uns in der Palz. Wer hat dann jetzt den Chines gefressen?